맞춘 질감대 끝을 둔 동시에 단다 충격이 산이 그둠래 록바 천백년도 점점 향양제 간이 춘질된 도야매 파탕제 기부도 보가리 중내다 셰셰 다른 사람 파이기보다 사결함해 꼰다차라 꼬라지 견적하와 도도해 자신부지제 롱탕눈이제 마땅 아래로 봤어 갖고 심심제 니만 느껴제 텔레라빠고야 믿어
Abby, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter des tibetischen Volkes aus der ganzen Schweiz und weit darüber hinaus, Herr Stadtpräsident, vielen Dank für die Gastfreundschaft hier. Ich glaube, Bülach ist, es gibt, glaube ich, keine schönere Halle als diejenige in Bülach. Danken wir Bülach für die Gastfreundschaft. Die Geschichte der Tibeterinnen und Tibeter in der Schweiz ist eine Erfolgsgeschichte. Seit über 60 Jahren sind sie hier. Wenn wir die Gesellschaft ansehen, dann nehmen Tibeterinnen und Tibeter zunehmend wichtige Funktionen ein in dieser Gesellschaft. Wir haben einen Kantonsrat aus St. Gallen, wir haben einen Stadtrat aus der Stadt St. Gallen, wir haben einen Gemeindepräsidenten aus Oetwil. Der nächste Präsident der Zürcher Offiziersgesellschaft wird ein Tibeter sein. Und ich glaube, sie haben genau das gemacht, was der Dalai Lama bei seiner Flucht allen seinen Landsleuten mitgegeben hat, dass sie sich nämlich vor Ort integrieren sollen, dass sie aber gleichzeitig ihre eigene Kultur leben sollen. Und ich sehe nirgends in der Schweiz eine andere Gruppe, der dermaßen diese Integration und gleichzeitig der Erhalt der eigenen Kultur geblieben ist. Vielen Dank für Ihren Beitrag an die Schweiz. Merci vielmals. Ich glaube, wenn wir die Welt in diesen Tagen sehen, wie rasch sich alles verändert, wie Diktatoren gestürzt werden, die vor einigen Tagen noch fest im Sattel gesessen sind, die gefoltert, gemordet haben, die Menschen unterdrückt haben und wie schnell sich das Rad der Zeit dreht, dann wissen wir, dass jede Diktatur irgendwann einmal fallen wird. Jede Diktatur hat einmal ihren Zenit überschritten. Jede Diktatur kommt irgendwann zu einem Ende. Das gilt auch für die chinesische Diktatur, die alle Menschen unterdrückt in China, leben nicht nur die Tibeterinnen und Tibeter, auch die Uiguren, alle Minderheiten, auch die chinesische Diktatur wird eines Tages fallen. Es ist ganz wichtig, dass das tibetische Volk dann bereit ist. Es ist ganz wichtig, dass wir die demokratischen Strukturen haben im Exil. Es ist wichtig, dass wir ein Exilparlament haben, eine frei gewählte Exilregierung. Und es ist wichtig, dass wir einen spirituellen Leader wie den Dalai Lama haben. Ich glaube, dass die Tibeter für diesen Moment bereit sind. Ich glaube, dass wir dieses Jahr hier in der Schweiz zwei wunderbare Geschenke bekommen haben. Das erste wunderbare Geschenk war der Besuch seiner Heiligkeit hier in der Schweiz auf einer Art Zwischenlandung von seiner Knieoperation in Amerika. Und ich glaube, wir alle haben gespürt, was das in uns allen bewegt hat, wie viel uns das alles bedeutet hat und wie glücklich und wie gebläst wir waren, dass der Dalai Lama genau hier in der Schweiz, und es ist kein Zufall, dass es genau hier in der Schweiz war, hier eine wahrscheinlich seiner letzten ganz großen Teachings in Europa abgehalten werden. Das ist eine Gabe, eine Gnade für uns alle, für die wir dankbar sind. Wir haben in diesen Tagen aber auch noch ein zweites wunderbares Geschenk bekommen. Ich gehe davon aus, dass ganz viele von Ihnen den Film The Wisdom of Happiness bereits gesehen haben. Wahrscheinlich schon 2 oder 3 Mal. Über 20.000 Menschen haben ihn schon gesehen in den wenigen Tagen, in denen er hier angelaufen ist. Und ich glaube, dass dieser Film Wisdom of Happiness eine wunderbare Botschaft beinhaltet, aber auch in wirklich geraffter Form das Schicksal des tibetischen Volkes aufzeigt, was wir zu tun haben. Und von diesem Film und
Und von seiner Heiligkeit geht eine Botschaft aus, die nie auszulöschen sein wird. Starke Botschaften sind stärker als Diktaturen immer. Ich erinnere mich selber, als ich 1988 durch den Tibet gereist bin, 1989 in die Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische Freundschaft eingetreten bin, im genau gleichen Jahr, in dem seine Heiligkeit den Friedensnobelpreis bekommen hat. Es war vor 35 Jahren. Ich bedanke mich für 35 Jahre gemeinsames Engagement mit Ihnen. Ich kann Ihnen versichern, dass was immer passiert, wir dieses gemeinsame Engagement weiterführen werden. Wir müssen es weiterführen. Wir sind es den Tibeterinnen und Tibetern in Tibet schuldig. Wir sind es seiner Heiligkeit schuldig. Wir sind uns diesem großartigen Gedanken des Friedens des tibetischen Volkes schuldig. Ich zähle auf Sie, Sie können auf mich zählen. Lang lebe seine Heiligkeit, der 14. Dalai Lama. 우리 개개로 subscribe channel digda sharaf 07 माता ये खड़े लगे ये खड़े लगे नम sharaf 07 नंबनी समते मिले शाले ना जब ना खाए damna digo da disa disa ke madina ro mi samata ro number ro jama sama be je mara ni jama sama ra de mara 진짜 된다 아마 보고 정말 share 친 누가